Ja, leck. Es ist ein Babybatze. Geschafft, ich geb mir Stoß. Baby gehst Chapster Trunk. Ist gut. Geht da was? Ja, wenn sie sagt, dass da was geht, dann muss schon so sein. Mr. Option Gutzufuß, danke dir für deine 9 Monate Treue bei uns in der Bazi-Gang. Natürlich weiterhin willkommen und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir, ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Wifi, grüß dich. Moria Navi kaputt. Ich glaube, der Kratos hat das TomTom Navi. Das meine ich, dass ich bei Wish bestellt, wenn du mich fragst. Schauen wir mal. Grüß euch. Billinger Habitäre, servus. Wie geht's euch? Alles fit bei Ihnen? Ja, schaut's mal, ob ich mir einen Chip aufstelle, wenn ich das Headset hinter tue. Ist ja ein Wahnsinn schon hier. Weil wir auch Habitäre, servus. Also, ich hock gerade im Monster Hunter. Ich hock gerade im Monster Hunter World Character Creator und warum hat man da nicht eher jemand gesagt, dass ich mal eine Katz bauen kann? Ja, in Monster Hunter ist ein sogenannter Palico, so heißen die Katzen dort, ist ein treuer Begleiter. Der wird dich das ganze Abenteuer über immer wieder begleiten.
Kratos hat das Boy-Boy-Navi, funktioniert eh. Das Boy-Boy-Navi. Navi. Jetzt wissen wir das auch. Alfalfa lässt grüßen. Hä? Wi-Fi, den check ich nicht. Den check ich nicht. Zu wenig Schlaf erwischt, aber sonst ist gut. Mr. Option gut zu Fuß. Ich hoffe, ich kann einer mit einer bisschen guten Content-Unterhaltung ein bisschen Abhilfe schaffen. Ja? Leute, wir haben heute ein bisschen kurz angebunden. Wir haben aber meine Eltern zum Eltern ich share Nachtschicht und Streamer, das beißt sie manchmal wegen. Wir haben heute, also Frau Bazi und ich, sind wir heute Abend nachher nur bei meinen Eltern zum Essen eingeladen, weil wir das eine oder andere vermutlich, weiß ich nicht, privat klären. Es ist nichts Schlimmes, um Gottes Willen, aber es geht so quasi vielleicht ein bisschen so um unser zukünftige Bleibe, wie auch immer. Wurscht. Auf alle Fälle habe ich heute nicht ganz so viel Zeit zum Streamer, deswegen bin ich heute erst schon später dran und muss aber auch relativ schnell wieder fort. Also ich werde sagen, immer spätestens so viel lieber sind mit Segelstreicher. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm, oder? Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Dafür kann ich schon mal sagen, werden wir Samstagabend definitiv nur einen Stream machen. Wann genau, weiß ich aber noch nicht. Wahrscheinlich auf der 6 etwa. Mal schauen. Und Freitag machen wir dafür in Discord ab ca. 16 Uhr eine kleine Monster Hunter Discord-Session. Okay? Das ist jeder dazu eingeladen, es darf ja jeder kommen. Wir werden mal eine Bildschirmübertragung machen, dass zuschauen könnt, auch für die Leute, die vielleicht nicht spielen, um da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Ja? Die Woche ist ein bisschen stressig tatsächlich. Aber mei, Angel, habe ich die Ehre. Schau hin, jetzt fangen wir an. Ich bin ja eh schon da. Chills. Bei den Eltern zum Elternabend. Ja, genau, wir haben einen Elternsprechtag heute. Also, schauen wir mal, wenn die so schlimm wären wie in der Schule damals, dann soll ich die vielleicht irgendwie noch spontan sagen, dass ich mir, keine Ahnung, einen kleinen Zehen angehauen habe und deswegen nicht kommen kann. Der kleine Bazi möchte dann im Krankenhaus abgeholt werden. Übers Zeugnis reden, genau, übers Zeugnis. Heute wird übers Zeugnis geredet. Nein, wirklich so, das ist nichts Dramatisches. Ja. Sonst, was gibt's sonst Neues? Ich glaube eigentlich nichts. Zumindest fällt mir gerade nichts ein. Das Nötigste habe ich eigentlich schon gesagt. Erwähne ich dann später natürlich nur mal, weil ich bin jetzt einfach mal so frech und gehe davon aus, der eine oder andere Zuschauer wird sich im Laufe des Streams noch dazu gesellen. Und wenn nicht, ja, mein Gott, dann ich kündige sowieso früher oder später nochmal in Discord an. Abgesehen davon. Genau. So, sonst hoffe ich, dass bei euch alles fit ist, dass bei euch alles flauschig ist. Und genau. Der Alfalfa ist aus einem alten Kinderfilm. Dem ist auch dabei so ein Schieberl. Ach so! Ja, gut. Yeah. Ich bin so froh, dass meine jetzt wieder der Bundesschein kommt. Ich glaube wohl nicht. Kleiner als 3. Jassi, danke dir für deine 5 Monate Treue mittlerweile schon. Holy shit, die Zeit vergeht so stark schnell, das ist unfassbar. Danke dir, weiterhin willkommen in der Barzige und viel Spaß mit dem Mods. Ich sag schon, ich muss meine Alerts. Ich hab, nachdem ich mein OBS wieder hingebaut hab, haben meine Alerts natürlich jetzt ein bisschen laut. Tatsächlich, da waren wir nicht mehr sicher, die schrauben wir natürlich ein bisschen runter. Entschuldigung für alle, die jetzt ein Headset aufhaben und jetzt einen Tinnitus haben. Ja? Ich übernehme keine Haftung nicht. Jassi, wie geht's da? Ist alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Schön, dass du bist. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir jetzt einfach mal da oben auf 65, das wird dann schon passen. Ich hab's gerade gesehen auf dem Ausschlag vom OBS, das ist tatsächlich ein bisschen gar laut. Okay? Bei uns ist, also bei mir ist alles flauschig soweit, ja. Ich habe jetzt heute und morgen Freischicht. Ja? Mehr frei haben ist bekanntermaßen mehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt zocken an, okay? Ist das eine Idee? Ist das ein Plan? Super, jetzt hucke ich seit 5 Minuten da und weiß nicht, wem ich meine Katz nachempfinden sollte. Ja, schwierig. Ich habe also auf der PlayStation 5 habe ich meinen Palikobirus genannt von Dragon Ball und jetzt am PC heißt er Chopper. I guess. Dir geht's auch gut, das hört man das höre ich ganz gern, sehr gut. Safira, habe ich dir, grüß dich. Schön, dass du bist, das ist auch Wahnsinn. Das ist unglaublich, wie viele Leute es ist so ein geiles Gefühl, weil mittlerweile so viele Leute zu den Stammzuschauern gehören. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar geil. Das freut mich so, unfassbar einfach. Es freut mich unfassbar, sagen wir es einfach so. Was für ein Katz, Mr. YBO, du kannst da bei Monster Hunter, oder musst da bei Monster Hunter
einen Palico erstellen. Ein Palico ist eine Katze und das ist dein Begleiter, ja, der hilft dir. Ja, also Mieze, ein Flauschmieze erstellen kann man im Monster Hunter, ja. So, Leute, jetzt fangen wir was zocken an, gell? Ich möchte nicht allzu viel Zeit dafür verlieren, durch das, dass ich ohnehin schon ein bisschen hart angespannt bin, was heißt angespannt? Hart angebunden bin, so wollte ich sagen. Deswegen da die sagen, der wir da mal ein wenig einspielen. Ganz, ganz pauschal gesagt. So, jetzt passt's auf. Ah, schau hier. Ja, Ton brauchen wir auch noch, den kriegt's. Ah, und schauen wir einen Ton. Sehr gut. So. Wir tun fortfahren. Das war hoffentlich sowieso klar. Herrle, habe die Ehre, servus, grüß dich. Wie geht's unserem Bayerisch-Schüler? Ist alles flauschig bei dir? War schon 15 Uhr feiern, sehr selten bei mir. Mr. habt ihr aber mehr als verdient. Okay? Halt mir's einfach fest, das hast du mehr als verdient. Ja, ich habe jetzt so viele Katzen gehabt, die ich gern nachbauen darf. Ja, Mr. Billinger, da kann er jetzt aber leider. Wie gesagt, ich hab tatsächlich meine 2 Palikos Anime-Figuren nachempfunden. Okay? Aber du bist ja flexibel. Also, ist ja schon mal gut, dass du überhaupt eine Idee hast, wenn du das nachempfinden kannst. Okay? Uns auch gehörst zu den Stammstreamer. Ah, Wifi, das ist. Das sind so Komplimente, da fühle ich mich einfach geschmeichelt. Sehr, sehr geschmeichelt sogar. Wenn ich zu euch eine Stammstreamer gehöre. So. Wir haben ja letztes Mal. Ja, okay, ich habe jetzt Monster Hunter Steuerung drin. Das ist zauberhaft. Das ist sehr, sehr zauberhaft, dass ich jetzt Monster Hunter Steuerung drin habe. Aber das kriegen wir schon wieder hin. So. Wenn wir da mal Licht haben. Bei mir ist alles flauschig und bei dir, euch, wie geht's den Flauschis? Die Flauschis, die geht's zauberhaft. Die chillen gerade an der Base. Die chillen gerade an der Base und Erst nach unten, dann ja. nach oben. Bei uns ist, also bei mir ist soweit auch alles im grünen Bereich. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagt immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hügelvolk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange? Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur eine. War ja komisch, wenn's mehrere Weltenschlangen gab. Meine. Das ist übrigens gut, dass der Mr. YBO heute da ist, weil wir haben ja letztes Mal bei God of War haben wir schon gesagt, es war einfach cool, wenn wir alle ein bisschen ein Background-Wissen hätten, weil wir mir scheinbar alle ein wenig, was nordische Mythologie angeht, in der Schule geschwanzt haben. Und ich hab mir sagen lassen, der Mr. YBO ist da ein bisschen mehr bewandert, was das angeht. So. Als allererstes machen wir die Einrichtung kaputt. Das haben wir schon, das habt ihr schon gelernt bei mir. Jetzt ist halt die Frage, wo geht's eigentlich weiter? Ja, wahrscheinlich nach oben weg, okay. Da hinten ist auf alle Fälle irgendwas mit Runen. Da scheint es auch weiter zu gehen. Ja, da müssen wir mal schauen. Da wäre der Dampf wieder noch bessere Ansprechpartner, glaube ich. Das habe ich mir auch sagen lassen. Ja, aber dein Name ist unter anderem gefallen. Da machen wir da mal Lichter, da nehmen wir einen Eimer. Mehr Mörtelkibien haben auch mehr gut. So. Freunde, passt der Ton übrigens, ja. Das ist jetzt mein erster Stream nach dem OBS, mein zweiter Stream mit Spiel nach dem OBS Reset. Ja, es kann sein, dass jetzt bei dem Spiel jetzt der Ton noch nicht ganz stimmt, aber bisher hat keiner was geschrien. Also geht jetzt einfach nur davon aus, es passt. Okay? Wenn nicht, bitte melden. Was? Was wieder? Wenn bei mir in der Arbeit hat es heute dermaßen so einen Brauereitank umlassen, da hat es mich richtig gerissen. Rest in Peace fürs Bier. Hoffentlich hast du noch ein wenig etwas angreifen können davon, wenn da was über war. Kannst du meinen Buben da oben in Ruhe lassen? Dankeschön. Ja.
Na, da war la. Ach so, okay, zum Auffüllen. Ja, okay. Wie ist denn das dann hergegangen? Hat der irgendwie eine Auffahrt oder Einfahrt übersehen oder wie? Dann hat es gar nicht so schlimm vorbei, wie wir zuerst gesprochen haben, okay. Ja, aber auch komisch, oder? So, was ist jetzt das? Wir haben da auf alle Fälle. Und jetzt? Also, sagst du, das hätte ich in meinem galanten Leichtsinn schon wieder übersehen, da oben. Wie? Wie jetzt? Du sogar kaputt gehen. Das Problem wird sein. So, wieder. Ah, wegen der Silber, das schott uns nicht. Am Krank hängt in der Halle, dann Dann wollten sie den zum Schwarzen umlegen und da hat's. Oh, leck mich am Arsch. Jetzt steht einmal 4, da steht einer drunter. Brauchst nicht zweimal sagen, das hat's alles schon gegeben. Ja gut, ich weiß jetzt noch nicht, für was das Ding da gut ist, aber das wird mir auch noch was. Da geht's auf alle Fälle schon mal weiter, da hinten ist eine Truhe. Sehr gut. Da kommt man aber so nicht ohne weiteres hin, meine ich, hä? Nein, da können wir auf alle Fälle so mal nicht hin. Ja gut. Da ist wieder so ein Ding. Aha, man bringt das war also quasi gerade der Speer. Ja, okay. Na, immerhin. Na, explodiert ist nicht ganz richtig, aber ist halt mit richtig viel Wucht auf den Betonbogen geracht und war natürlich dementsprechend. Ja, das kannst du dir vorstellen, dass das laut war. Leg mich am Arsch. Junge, noch ein Lichtkristall. Ah ja, so sieht das mit der Truhe also auch schon mal erledigt. Sehr gut. Das schäbert ja bei uns in der Firma schon ziemlich laut, wenn der Stapler irgendwie ein Rohteil fallen lässt. Ja? Also so große Busachsen oder halt oder Lastwagenachsen, die wenn am Staplerfahrer auskommt, da meinst du auch momentan irgendwie, da bricht der Erdbeben um. Aber natürlich, so ein Lastwagentank, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es wirkt so. Tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. Vor allem war das 1 Meter sowas hinter. Deswegen sage ich ja, da kannst du eigentlich froh sein, dass nicht, wenn es nicht drunter oder direkt im unmittelbar, also, weißt du, wie man, dass dir das Ding nicht noch irgendwie erwischt. Woher hast du das gewusst? Okay, da geht's auf alle Fälle auf. Da brauchen wir Licht. Da ist auch noch Apps. Den anderen hätt's bei der. Wie gesagt, so Unfälle, das passiert. Das kann ganz schnell. Da kannst du genauso vorsichtig arbeiten. Hat's alles schon gegeben. Selbst bei uns in der Firma. In dem Fall muss man froh sein, dass nichts passiert ist. Okay, da hinter die Tür geht's weiter. Ja, dann holen wir uns erst einmal da hinter die Truhe. Da hinten geht's auch noch eine. Da oben ist das dritte Symbol. Da muss aber irgendwo eine Runentruhe umeinander stehen. Ah, da siehst du, da ist ja schon eine. Aha, das ist also die Truhe. Du bleibst aber hoffentlich schon liegen da, oder? Das ist auf alle Fälle die Truhe, die wo man mit dem Ding da aktivieren muss. Mit den 3.
Mit den 3 Hebeln da. Da brauchen wir einen Christ. Toll. Kommt der jetzt her? Okay. Okay. Ja, aber du musst darfst jetzt das Gewicht nicht rechnen. Du musst jetzt das Gewicht mitrechnen. Und ich weiß nicht, wie hoch ist denn das Ding umgehängt? Wahrscheinlich mit Sicherheit 2-3 Meter, oder? Okay, da brauchen wir auf alle Fälle einen Kristall, den wir gerade noch nicht haben. Jetzt müssen wir mal schauen, welche 3 Symbole das wir da überhaupt brauchen. Das ist einmal das nächste. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht. So, da ist da hinten noch einer gewesen, meine, oder? Bin ich Mord? In der Leerzeit beim LKW-Reifen noch sind 600 Newtonmeter nicht gescheit drauf gewesen, abgerutscht und hab meinen Finger untergelegt. Gleich gemerkt und der Fingernagel ist dann. Ja. Wie gesagt, das sind oft so banale Sachen, die wo man dann, die wo einfach zu einer schweren Verletzung führen können. Also, wie gesagt, ich kenne das aus meiner Firma zu Genüge. Ich habe selber leider schon 2 Arbeitsunfälle gehabt, die wo nicht, also einer davon war noch gar nicht einmal so ohne. Da ist mir eine Vorrichtung mit knapp 400 Kilo, also quasi eine Vorrichtung mit knapp 400 Kilo, meinen Finger eingezwickt. Das war quasi der da, also der Ringfinger von der rechten Hand, oder von der linken, weiß ich nicht mehr. Der war an der Fingerkuppen vorne so platt, dass ich ein Sporschweindel damit ausklammern können. Also, ja, bin heutzutage noch verwundert, wie der nochmal so werden hat, Kinder wieder jetzt ist. Aber wie gesagt, das sind oft so banale Sachen, die wo ruckzuck ganz massiv ins Auge gehen können. Das was oft Tätigkeiten, die wo du tagtäglich tust, da wo du eigentlich Routine hast und so. Er erzählt dir halt, irgendwie schluckt die Truhe nicht aus. Ich glaube, dass wir die Truhe noch gar nicht aufmachen können. Ja gut, gehen wir mal weiter, weil ich glaube, dass wir die Truhe noch gar nicht aufmachen können. Tatsächlich. Außer man muss. Okay, oder auch nicht. Na gut. Gehen wir mal weiter. Ein bisschen Gesundheit hat man gerade gar nicht einmal so schon. Ganz schön viele Leichen. Ja, wie gesagt, du kannst so eine Tätigkeit tausende Male machen im Jahr. Sag mir, was du siehst. Das sind Nuancen. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ich gesagt, am Ende des Tages ist einfach wichtig, dass kaum was passiert ist. Ja? Und dass man halt beim nächsten Mal. Also sowas passiert da einmal und derjenige schaut dann zukünftig drauf. Also hoffe ich zumindest. Spotty, habe ich Erik. Ja, Vater. Oh, das ist Alles fit bei dir? Nonator, einer der 4 Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jotunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite. Wir haben vorher da drüben gewesen.
Ah. Ich hab sofort gesehen, dass da was ist. Junge, hierher. Ja, Alles fit bei dir? Mann Bisher hat man hab ich schon gern. mal gesehen. Bei mir war es auch alles soweit. Noch ein bisschen geschlaucht, in Anführungszeichen, von der Nachtschicht, aber sonst ist alles sauber. Ja gut, ich darf jetzt aber eigentlich eher Gesundheit brauchen, als wir Rage. Tatsächlich. Kannst du das mal anschießen, Atreus? Wozu eine Bibliothek verstecken? Ja, okay. War klar, dass das nicht lange hat dauern können. Ja, habe ich schon mal gesagt, dass Heilung recht war? Okay. Gut, also wieder ein Rätsel. Wohin jetzt? Wir wollen Sehr schön, noch neues Heilung. zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Okay. So geht's. Erstmal nicht eine. Ah, da kann der Trios aufhören, unser Kettenoberwerfer, rein theoretisch zumindest. Ah, da geht's auch noch eine, da schau her. Ja gut, okay, das mit einer Truhe war jetzt aber verhältnismäßig einfach. Ja gut. Schön. Schöne Sache. Ja. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Mama nicht tot ist. Und dass die im zweiten Teil wiederkommt. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so im Gefühl. Weil es ist schon komisch, dass du die nicht annähernd kennenlernst. Es ist ein Name, glaube ich. Kreisleer. Das heißt Schrecken. Toll. Bin hellauf begeistert, wenn du schon wieder irgendein Wort, wo Schrecken hast. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Der Bofrost erleuchtet unseren Weg, das ist sehr gut. Ah, da können wir jetzt einen Shortcut machen, oder was? Tatsächlich. Na, das ist was anderes, okay? Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon Seht ihr habt doch gesagt, wir haben einen Moria. Der Pippin schreit ein. Ja gut, der Pippin hat nicht wirklich geschrien, der hat einfach einen Eimer ins Nichts reingeworfen und dann hat's Trouble gegeben. Freunde der Sonne, glaubt's mir's, da bestehen Parallelen. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Ah, da ist jetzt der Shortcut, okay.
Na gut. Schön, schön. Haben wir Donau? Okay. Es erinnert schon irgendwie so ein bisschen auch an Moria. Also muss man schon sagen. Gut, aber das ist ja vermutlich alles relativ ähnlich. Wow. Jetzt des Was ist Berges. das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Moria. Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Wie nutzen wir sie? Den Höhlenschacht hinaufsteigen. Jetzt haben wir in einer Mine, Freunde. Ich hab, wie gesagt, ich glaub so falsch ist der Kratos nicht mit seinem Navi in Moria. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Aha, okay. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Ja, wahrscheinlich irgendein Waggon. Das da in einer Mine Sinn machen. Wenn du mich fragst. Das wirst du mal schauen. So ist es zusammenhängt da. Den Felsen muss wahrscheinlich der Grando packen. Tipp jetzt einfach mal. Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Richtig, irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie. Das Ding fährt nirgends hin. Aha, da ist glaube ich eine Steuerung. Da ist, denke ich, eine Steuerung. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Jetzt geht gerade noch der Ballrock ab. Sitzt fest. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, weißt schon, die da los sind. Toll. Was ist mit dem Auto? Au! Die Geschöpfe fangen langsam auch an, echt richtig guten Schaden zu machen. Hey, warte auf mich. So, wir müssen irgendwie das Seil von dem Felsen lösen, hab ich gemeint, oder? Jetzt schauen wir uns erst einmal um. Vielleicht finden wir da noch irgendwo Apps. Auf alle Fälle schauen wir irgendein Loot. Mehr Loot ist mehr gut. Hallo, schau her. Die Maschine ist bestimmt von Zwergen gemacht. Aber das Mauerwerk sollte Jötner. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Gut, warum ist da eine Eiswurzel? Wenn das überhaupt eine Eiswurzel ist, ich hab keine Ahnung, schaut aber ganz schwer noch aus. Da hinten steht etwas dran, das ist schon mal gut. Ah, also Secret. Ja gut, okay, was heißt Secret? Da gibt es einfach nur Kohle, okay.
Lies es. Jawohl. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Kleiner Funfact zu dem Spiel. Ursprünglich war ein ägyptisches Szenarioplan, allerdings war das während dem Scriptwriting noch schwerer zum Umbrücken erklären, wie Kratos da hingekommen ist, als die nordische, weil die nordische zumindest zeitlich relativ parallel war. Okay. Wobei, aber jetzt mal ohne Scheiß, ein ägyptisches Szenario, das hätte ich irgendwie auch geil gefunden. Aber wer weiß, also das, was halt jetzt halt aktuell Stand der Dinge ist, dass jetzt mit dem nächsten God of War, also mit Ragnarök, dass da die Geschichte erstmal zu Ende erzählt wird. Und ob und wann da ein neues God of War kommt, das muss man halt dann abwarten. Also zumindest soll die Geschichte jetzt mit dem kommenden Teil zu Ende erzählt werden. Schauen wir mal, ich hoffe, sie machen ein gutes Ende. Was ist das hier? Es Und ist es ein soll- Berg. Groß. Und es soll einige Jahre danach spielen. Also nach dem Teil jetzt. Dann mal an die Arbeit. So, Klauenbogenverbesserung. Schauen wir mal, Achsknauf, was haben wir da? Das ist das, was wir herstellen können, okay. Wir müssen aber verbessern. Verbessern war mal wichtiger. Kommt man eigentlich... Ach, die haben wir ausgerüstet, oder? Ja, dann werden wir halt natürlich die Ausgerüste verbessern. Das habe ich sowieso geglaubt. Damit sollten alle Körperteile dranbleiben. Okay. Die geht nun nicht. Immer wieder gern. Alter, ich bin noch nicht fertig. Raus hier. Lasst uns anfangen. So ein Auferstehungsstein kaufen wir uns auch wieder. Oh, ist man mal sterbend? So, an der Axt können wir noch nichts da. Was brauchst du, Kleiner? Klauenbögen auch nicht, Küche auch nicht. Geht quasi eh nirgendwo Apps. Ey, lol, hab ich keine Rüstung? Moment einmal. Also dann, wir... Jo, ich hab schon eine Rüstung auch. Wollte ich gerade sagen, hä? sehen uns. Ja, gut. Das ist eine Truhe, oder? So, wie kommt man jetzt auf die Truhe, hier ist die Frage. Okay. Aha. Was ist jetzt das? Manchmal braucht man gar nicht so komplizierte Wege gehen, um an eine einfache Truhe hinzukommen. Okay, Wo lang? da ist der Brock. Den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Na. Ob's da irgendwas, ob das irgendeine Relevanz hat, ob man die Dinger anschießt oder nicht? Oder anmacht oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Ja, so kann man Feinde auch abschicken. Mozart, habe die Ehre. Alles fit bei dir?
Macht er jetzt auch was? Man lebt. Das hört sich aber eher negativ an, wenn du mich fragst. Atreus? Was? Ach so. Wohin jetzt? Ja, easy. Geht's dir gut? Sicher doch. Okay. Stinkt heute noch Gegner. Ah, da hinten grunzt so einer. Ab die Murmel. Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Okay. Gestern hat es ein Vollprofi geschafft, nicht zum Schauen beim Zurückschieben und jetzt ist halt Bürokratie-Schmarrn angesagt. Wie war... Beim Zurückschieben nicht geschaut und jetzt ist halt Mod sagt, das muss man jetzt erklären, das verstehe ich. Da kann er jetzt nicht ganz folgen. Den Part mit Bürokratie, den habe ich jetzt noch verstanden, aber wieso, weshalb, warum? Der hintere Beifahrer... Aue. Haben wir uns verirrt? Nee. Oder hat er es wenigstens verstanden, dass er Scheiße gebaut hat? Okay, den Gesundheitsding da heben wir uns mal auf. Was bist denn du eigentlich? Ach, das kann man gar nicht. Okay. Das ist ein Schleifstor. Ja, klar. Das ist scheiße. Das brauchen wir nicht reden. Das ist unnötiger Aufwand, den man da betreiben muss. Aber solange nicht mehr passiert ist. Und das war's. Der Wagen hängt noch ab. Das sehe ich. Fertig. Jetzt hängt er nirgendwo mehr. Los! Das geht. Na, du sollst ihn auslassen. Dankeschön. Vielleicht da oben. Hoch die Tasten. Es gibt jetzt sauber Stuff zum Finden. Das ist unfassbar. Was ist da eigentlich herin? Okay, da können wir noch nicht rein. Ja, gut. Bürokratieschmarrt, ja. Kenne ich alles. Auch leider schon alles mitgemacht. Aber wie gesagt, solange nicht mehr passiert ist und es wieder in Ordnung kommt, dann... Ja, dann kann man ja nur mal gerade so irgendwie ein wenig drüber schauen. Vor allem, wenn derjenige, der das verursacht hat, weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Und nicht drum rumkommt, sich der Schuld bewusst, also die Schuld anzunehmen, sagen wir es so. Ist ja heutzutage auch leider nicht mehr selbstverständlich. Wohin jetzt? Achso, ja gut, okay. Wenn es zwei Firmenautos sind. Ja, aber trotzdem kacke.
Ach so, bei dir, okay, bei dir ist private und bei dem anderen ist Lass sie Firmenauto. Okay. zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Warte mal, haben wir da jetzt nicht die... Ich wollte gerade sagen, haben wir noch Raketen oben da können. Herbert, habe ich dir. Pause oder frei? Haben wir uns probiert? Fertig. Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Okay, ich sehe schon, wo das hinführt. Da hinten die nächste Brücke runterlassen müssen. Ja, okay. Es führt über den Weg auf alle Fälle. Was macht das jetzt? Wir müssen wieder mal schauen. Ah, da kann man dann aufmachen, okay. Bleibt das oben? Vermutlich eher nicht, oder? Aber wir müssen nach Hause laufen. Wie weit hast du denn da? Aber wenn er es nicht schafft, beim Auspacken auf Topstraße zu schauen und mich verrammt, ist da nicht ein Diskussionsraum. Nein, da ist kein Diskussionsraum nicht mehr. Das stimmt tatsächlich. 3 Kilometer. Wie lange gehst du da? 20 Minuten? Sowas? Also hängt wahrscheinlich vom Tempo ab, wie schnell du gehst oder wenn du nicht sogar laufst. 13. Haben wir uns verirrt? Hab ich da vorher nicht irgendwo noch so ein Gesundheitsding liegen lassen? Ich glaube, das wäre da unten, oder? 10 Minuten grob, okay. Naja, gut, das geht. Lauter altes Zeug. Wenn wir es nicht brauchen können, ignoriere es. Ich weiß. Okay. Auf alle Fälle geht's so dann weiter. Da hinten ist das Gesundheitsding, was ich gesagt habe. Gut, da muss es aufkommen haben. Sonst ist fit bei dir, Herbert. Hier gibt es echt viel zu sehen. Heute noch ja. Warum heute? Schauen und morgen nicht mehr. Wieso denn das? Musst länger arbeiten, oder wie? Okay. Robuste Rüstung. Begünstigt Abklingzeit, okay. Viel Arbeit, Chef. Oh je. Dann hoffe ich mal, dass die nicht stark ärgern können und dass die scharfen Arbeitstage schnell vergängen. Länger und härter.
Kann man jetzt auch wieder zweideutig verstehen. Aber in unserer Community haben ja alle, ne? Wir haben alle eindeutig. Eindeutig die coolsten. Nein, 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 nein! Wohin jetzt? So, schauen wir mal, ob es da irgendwelche Secrets gibt. Schaut aber gerade nicht so aus. Gut. Wäret! Also das ist jetzt der Obergeschubste, also der Sei, der färbt auf uns alle irgendwie so ein bisschen ab. Weil komischerweise auf den Satz von mir haben jetzt instant 3 Leute reagiert. Mit demselben Gedanken. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten uns einmal, weiß ich nicht, einführen, nicht einführen, sagt man's, einweisen lassen. Und mal so Tests machen. So Schnelltests für einen geschubsten Virus oder irgendwie sowas. Kannst du uns mit dem Wagen darauf helfen? Denn wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, genau so ist es. Mr. Mozart hat's verstanden. So, was ist jetzt da? Genau, wir müssen das da hinten wieder aktivieren, meine ich. Was magst du? Billinger. Ich mir nix. Ah, da schau her. Das soll ich direkt übersehen. Junge, Wohin geht's jetzt? Sag schon, der Mozart ist schon wieder. Heute ist der Mozart unflauschig. Das heißt, sein Hello Kitty Hammer ist auch tendenziell unflauschig. Genau. Ich sag schon, der Angel hat die lieb. Das ist keine so gute Idee. Das Seil könnte reißen. Ja, Mr. Brüller, dann sag uns einmal, was wir. Jetzt pass auf. Da ist ein Kran auf alle Fälle. Mit dem Kran kann man bestimmt Dinge heben, oder? Muss ja fast. Ich wünschte, Warte mal. Mutter wäre hier. Ah. Ja, das bringt uns aber jetzt genau nichts, oder? Okay. Ah. Ah, noch eins zurück. Gut, jetzt kommen wir an den Felsen ran. Nächstes doch. Oh. Er ist da vorne. Auf alle Fälle können wir schon mal festhalten, dass in ungefähr jeder Mine 100.000 Schatztruhen gibt. Ein Gummihämmer. Altenflug. Ich kann mir auf alle Fälle da schon mal einen Shortcut aufmachen. Mehr Shortcuts sind auch mehr gut. Was mir ein wenig triggert ist, dass er den automatisch gleich nehmen mehr, den Shortcut. Der sieht schwer aus. Gibt's ja nicht. Der Kratos hat Eiweißpulver zu sich genommen, ja? Der hebt den Stor, wie wenn es nichts war.
muss nach oben. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft, dass wir mir jetzt das Rad bewegen können. Hey, die Mord! Einfach auf Knirschein werfen, das hat schon geholfen. Die Frage ist, ob das Ding überhaupt einen Knirschein hat. Wurscht, der Pipperl muss er haben. Wie jetzt? Sag ich doch, dass er Pipperl hat, da schau's her. Da rein, ihr Arsch! Das gehört da gar nicht anders. Aua. Das Liebe. Ich glaube, die Nosen ist hier. Wenn der kleine Scheißdreck groß wird. Zurück zum Rad. Ja, toll. Nee, du bist... Was? Nein, du bist kein Knirscheim-Maus... Das Knirscheim-Mausihauer. Ja. Schwerer Rundenangriff, der Fluss aus Messern. Aha, okay. Ja, wie fühle ich den mehr? Ich weiß es auch nicht. Eine Frostflamme, sehr gut. Das Ding brauchen wir, um unsere Axt weiter aufzubessern. Das ist gut. Hat sich immerhin ein wenig rentiert, dass wir den zusammengehauen haben. Wohin gehen wir jetzt? Zum Gran, wie du vorher schon gesagt hast. Ja, gut. Funktioniert. Okay, was du nicht sagst. Wir haben die Kralle. So, lass mich raten. Wenn ich jetzt da hinter gehe und den Felsen da wieder herschiebt, dann kommen wieder 100.000 Gegner. Was am Plänen wird sein. Aber da haben wir auf alle Fälle noch Gesundheit, das ist gut für uns. Es passt. Das ist perfekt. Also dir. Vorsicht, Mr. Motzok. Nicht, dass du von der Hall of Fame in die Hall of Shame kommst, ja? Hey, warte auf uns. Ach so, wir hätten uns...
So, aufwerfen, Berg hat's kosten. Es geht los. So, genießen wir mit Aussicht, Freunde. Das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Es ist auch ein funktioneller Aufzug. Das Ding ist, der Berg wird halt deswegen auch nicht kleiner. Da hinten ist auf alle Fälle irgendetwas, ich sag's genau. Das müssen wir gleich mal ausluren. Hey, die ist nicht kaputt. Was ist jetzt das, eine Laterne Da oder was? steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge, Warte! Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Schön. was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Die musikalische Sie bauen Untermalung uns auf den einfach. Weg nach oben. Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Gut. Zurück. Gut, wo ist denn jetzt er schon wieder? Der ist schon wieder vorausgerannt, oder was? Er kann sich aber auch nicht gedulden, der Bimpf. Mal eine andere Frage, müsste Weibe auch. Wissen Sie zufälligerweise, wie alt der Andreas zu dem Zeitpunkt ist? Also wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt normal menschlich denke, da ich mir Schatz, der ist so 10, 11. Was ist das? It's a Flammenwerfer, it werfs Flammen, wenn's mich fragst. Ah, da schau her, da kann man außen Tunnel, rumgehen. Junge. Kapiert. Vorsichtig. Weil ich darf natürlich da wieder durchdotschen. Mehr Prüfung. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die Fallen der Riesen umgangen. Gut für uns. Oder für mich zumindest. So. Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Okay. An die Kisten kommt man aber auch irgendwie drauf. Zwar noch nicht da, aber man kommt drauf. Wo ist jetzt so ein Gegner? Ich seh ihn noch nicht. Da hinten. Im GOW-Fandom steht nichts, okay? Aber das war nicht so smart. Ach, das kann man nicht nehmen, oder was? Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Ah, okay, da geht's weiter. Ja, gut.
ich möchte nämlich das noch schnell anschauen, ob es da noch irgendwas zum Finden gibt. Okay. Scheinbar nicht. Ja, gut. Ist offenbar der Laut der offiziellen Novelle zum Spiel ist er zu dem Zeitpunkt 11. In Ragnarok soll er dann 14 sein. Okay, ja gut. Net to know. Weil in die Trailer schaut er schon deutlich. Also, was heißt, ist er ein wenig größer als wie jetzt aktuell. Wird dann auch mal interessant, wenn sie aufschlüsseln, was dann in die letzten 3 Jahren da haben. Ich sehe etwas da oben. Klar. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Warte mal. Gut, dass ich mich noch mal bremst habe, weil ich wollte gerade sagen, da gibt es garantiert irgendetwas. Haben wir uns davon geübt. Er hoffentlich nimmer. Er hat hoffentlich nimmer üben müssen. Ja, wir bewegen uns. Gut, jetzt geht zwar die Truhe da unten Sag nicht mehr, mal, aber wenn gut. wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin wachsam bleiben. Wenn wir oben sind, muss man erst einmal geschmeidig Brot sein, wenn du mich fragst. Wow, Atreus, alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. so komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein, so zu leben macht aber nicht viel Spaß. Er kennt's halt auch nicht anders. Was da warten Kinder drauf. Was war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Ja. Nein, wir stecken fest. Wir stecken fest, Freunde. Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Wenn der Kratos nicht rausbringt, dann keiner. Sorry doch. Bisschen schaukeln hat er noch nie Wie geschafft. weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Guaranteed. Sei jetzt bereit.
Zupfte! Alter, du überlässt es jetzt den Aufzug aber, gell? Okay, das ist eine richtige Hommage an die Originaler God of War Teile, wo du auf die Zyklopen reiten kannst. Wie jetzt? Er lebt noch? Klingt wieder. Ich weiß. Sollten wir nicht weiter? Die könnten gleich zurück sein. Kommt garantiert noch mehr Welle, oder? Alle guten Dinge sind halt 3, habe ich mir gehört. So, jetzt haben wir in Kasatum. So gehen es ist. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Die Frage ist Ausbildung zu was? Zum Krieger halt wahrscheinlich. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Atreus heute Raum ist mein Herr. Und bleib hinter mir. Stimmt, in dem Spiel hat es ja Drachen gegeben. Der ist zintig. Oha. Kann man den... Rasenweg, Mist nur. Ich sage, wir haben in Moria, das ist eigentlich der Ballrock. Mit Blitzelement. Was tust du da? Halt dich bereit. Das war heftig. Ach nee. Drakaris, Drogon hat Pikachu gegessen. Eins? Er hat nicht nur ein Pikachu gegessen, der Mann hat ein ganzes Nest davon verspeist, wenn es mich fragt. Mindestens. Wow, was war das? Aha. War der ganze Berg steht unter Strom. Sowas könnten sie in Deutschland heutzutage auch brauchen. Ein ganzer Berg, der wo Strom spendet. Aber gut. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Sprengkristalle. Sie können die Herzinhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie die Sprengkristalle mit... Aha.
Kratos goes Handgranaten. Unglaublich. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezählt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Hast du dem dann in den Knierscheiben geschossen, oder was? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja, verstehe. Ist egal, wo ich das da hinwirf. Tatsächlich. Aber stimmt, da hat's mehrere gegeben. Das weiß ich tatsächlich sogar noch. Das weiß ich sogar noch. Also jetzt wieder. Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Ich vermute jetzt einfach mal, dass er nicht mehr lang schreit. Halt, Junge! Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Der Drache ist aber auch nicht der Gescheite. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey, Mistvieh! Hierher! Super Idee, so einen riesen Drachen als Mistvieh zu bezeichnen. Abwerfen, Bimbus. Ja, toll, wir kämen nicht mehr durch die Haut. So eine schöne Zunge, mit der konnte es mir gerade am Arsch lecken, wenn du mich fragst. Kann oder Kratos das Maul von so einem Drachen mit einer Hand halten. Gut, zumindest schmeckt er jetzt nichts mehr. Sehr gut, einen Drachen mit der Handgranaten abwerfen, das hat schon immer Sinn gemacht. Ich glaub, he is mad. Aber der ist mit Handgranaten weggebracht, oder was? Ja, okay. Haut auf, Bratzen.
Au. Au. Okay, der hat was dagegen, dass ich Tankgranaten nehme. Okay. Jetzt ist er mal so gescheit worden. Au. Gerade wo ich mich heilen wollte, du Arschloch! Wie jetzt? Wie jetzt? Ah. Geht es dir gut? Ja! Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Super Idee, einen Drachen mit dem Kran zu Mir nehmen. egal. Sei bereit. Ah, jetzt wurde Schlangenlinien. Sehr gut. Einiges Hirn. War einfach, oder? Das denkt er sich. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Ah, aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab. Aber Blöd für einen Drachen. Und das verdient eine Belohnung. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh. Naja, warte. Ist es nicht... Was ist jetzt das? Der Zaubertaschen von Hogwarts, oder was? Kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein. Den Zweck vorziehe? Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich? Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Wir kann mal mit dem Fisch Viecher zusammen haben. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein. Warte.
Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. BB-Perle. Verleinigstyle. Wir haben jetzt automatisch. Okay, wir haben brutal. Der Kratos ist einfach ein absolutes Multitalent, was Berufe angeht. Er hat angefangen als Gärtner, zum Bergsteiger und jetzt zum Zahnarzt. Hab ich so das Gefühl. Ich brauche nur einen Zahn. Versprochen, das wird euch gefallen. Sehr gut. Kieferchirurg Kratos ist am Start. Natürlich mit absolutem Gefühl wird das gemacht, gell? Fass ihn nicht genau. Oh, egal. So unrein. Ja, so entfernt man Zähne heutzutage. Wirklich unrein. Oh, So, nachdem der Weisheitszahn gezogen ist. perfekt. Das sollte reichen. Ja gut, ein Karies hat er hübsch starken, wenn du mich fragst, ne? Da tut's, aber immerhin der faulige Weisheitszahn ist heraus, ja. Mei, gut, deine Zunge ist ein wenig kaputt. Und vermutlich hast du einen Schädelbasisbruch der Fortzunge, aber werd's es überleben. Ah, wobei, du bist ja... Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Schockpfeile! Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Ja, das ist dasselbe nochmal in Grey, okay. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Hier. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte So, ich gerade wir können uns auch die verbessern. Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja, Sehr gut. Mehr Wumms, mehr gut. können einpacken. Was du brauchst, ist heilige Handgranaten von Antiochia. Die zwickern da schon gescheit. Hilft sogar gegen Karnickel. Okay. Bayerische Massarbeit, ja genau, so ungefähr. Die Präzisionsbockfutzen haben wir ja auch gegeben, ja, das stimmt. Okay. Können wir unsere Hüftrüstung verbessern? Da müssen wir natürlich auch mit zauberhafter Weise machen. So, ansonsten irgendetwas. Armrüstung, wie schaut's da aus? Da geht nix. Boxknopf geht auch nix. Brustrüstung haben wir aktuell keine, die wir verbessern können. Klauenköcher. Oh, leck, kostet das Feld. Bist du bescheuert? Verkürzt die Pfeil nach lange Zeit des Klauenbogens. Ja, das ist mir aber jetzt nicht 25.000 Unzen wert. Hier, Kleine. Was darf's denn sein? Ja, gut, okay. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt werden wir mal Fähigkeiten lernen, weil wir haben ja mal ein bisschen Erfahrung. 11.420. Da lohnt es sich schon mal, dass wir die Axt einmal weiter ausbauen. Aber Zwick, den hat er nicht kennt. Was ist Kulturlücke? Lücke. Ja, ich hab allgemein das Gefühl, dass ich durch die Streams, durch euch, eine Menge nice Zeug dazu lerne, ja? Ich sag grad die EAV, okay? Mehr sage ich schon nicht dazu. Was hat denn jetzt da so viel gekostet? Keine Ahnung. Rein Freischnitt holst, du zirkst da die nach 3 bis 15 Mal die Ritter der Kokosnuss ein. Jetzt, ich glaube, ich muss mal Listen erstellen, was man alles anschauen und hören muss. Kleiner Funfact, auf der PS4 sieht man bei God of War im Background-Theme ein Bild vom Kratos und Atreus auf einem Boot. Im Boot haben ein paar Runen, die übersetzt Ragnarök ankündigen.
Okay, das schauen wir nachher an. Das war aber sowas von Brain. Ohne Scheiß. Und wie taugt's da mit der EAV? Es ist anders. Wie soll ich das jetzt sagen? Es ist witzig und cringe zugleich. Ich weiß nicht, ob es da einen Ausdruck gibt dafür. Was will man? Es ist so. Aber mal heute Mittag, während ich mit Monster Hunter umeinander tüdelt, aber ich das im Hintergrund ein bisschen laufen kann. Es ist schon einerseits. Ja, einerseits cool, aber andererseits irgendwie wieder fragwürdig. Also massivst fragwürdig, so auf die Art. Ne? Wo man halt im Discord mal so eine Kategorie, kennst du das, Gamer Bazi? Ja, warum lese ich? Ja, ist eh wurscht. Ja, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Oder dass wir vielleicht irgendwann demnächst einmal einen Just Chatting Stream machen, wo man einfach sehen die Sachen nochmal vorstellen kann. Tatsächlich. EAV ist halt cool, zumindest bei uns daheim. Ja, wie gesagt, durch den spontanen Just Chatting Stream, den wir heute dann am Sonntag gemacht haben. Wie gesagt, ich lerne viel, wo ich vorher eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass sowas gibt, so auf die Art. Ne? Aber ist ja, wir haben ja bekanntermaßen einen Bildungsstream. Ja? Beste Beispiel, Sprachbildung für die Perle, ja? Kulturbildung für mich und teilweise auch für Enk. Immer was möchtest du mehr? Und das noch umsonst. Das ist nicht, also wenn das war eigentlich ein Geschäftsmodell, wenn du mich fragst. Ja, so, jetzt machen wir da noch schnell weiter. Was haben wir da jetzt überhaupt? Präzisionswurf-Kombo. Ja, das hört sich so grundsätzlich schon mal nicht schlecht an, aber was haben wir jetzt da? Frostschub. Aha. Ja, das nehmen wir. Das ist zauberhaft. Ah, dann erhöhen wir das maximale Ziel gleich. Dann haben wir auch investiert. Sehr gut. Sie sind auch ein paar Lieder verboten worden von der EAV, zum Beispiel Bullet. Echt? Die haben auf dem Index? Okay. Hätte ich jetzt zwar persönlich nicht gedacht. Soll ich einen Chat auf Sub-Only stellen? Na, natürlich nicht. Sowas wird's bei mir nicht sein. Waren, okay. Oger und ein Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Ich weiß, es ist nur... Stadtgedanken fühlt sich gut an. Weißt du? Ja. Tür ist Rache. Ja, er macht aus seinem Hack ja Kreissack. Ja, toll. Ich weiß. Kulturstream für die Perle war eben in der Key und hab sie ganz verstanden. Nein. Ich hab gesagt, wir haben ja mittlerweile bekanntermaßen einen Bildungsstream, ja. Du kriegst Sprachkurs, ja, und mir, also ich und die anderen Zuschauer kriegen unter Umständen Kultur beigebracht, ja. Zum Beispiel eben die EAV vom Sonntag. Bisher, die Frage ist, ob es die EHV überhaupt noch gibt. Ich glaube nämlich nicht. Wenn die schon 100 Jahre alt ist, dann glaube ich, gibt es da nichts mehr, oder? Oder gibt es die noch? Wahrscheinlich nicht. Brudi, wie kann man... Ah, da war so ein... Mistviech drin, okay. 2019 Abschiedstournee gemacht. Okay, die waren da so lang da. Stark. Wie lange hat es sie dann gegeben? 50 Jahre oder was? Soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. 77 bis 2019, okay. Er ist nicht komplett explodiert. Ja, so lange musst du es erst mal als Musikgruppen aushalten. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Ach, weil wir den... Ja, ich sag schon, wenn wir den da aufkurbeln müssen. Dann müssen wir aufkurbeln. Wir müssen bei den Kristall da aufkurbeln. Verstehe die Frage schon. Allerdings verstehe ich nicht, wie du aufkommst. Zumindest gerade verstehe ich es noch nicht. Oh, toller Punkt. Ich war mal so frei und hab besagten Channel erstellt. Passt schon.
Mal schauen, da muss man irgendwo jetzt was so wacht. Der Kristall Ah. erneuert sich. Ja, gut, okay. Praktisch. Geht doch. Klappe. Am Anfang war der Sänger von STS dabei. Okay. Ja, ich sag auch, Bildungsstream und so. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber 29 Mitglieder im was? Aber 29 die haben 29 Bandmitglieder gehabt im Laufe der Zeit. Holy shit. Gut, dann haben sie es doch nicht so gut miteinander ausgehalten. Also mal, wenn man mal einen, vielleicht zwei Mitglieder wechselt, weil, keine Ahnung, weil es halt nicht mehr passt. Okay, aber 29 ist ein wenig heftig. Finde ich. Du Arschloch da drum, wenn du mal deine Ruhe gibst, ha? Heilige Scheiße. Okay. Oh. Sieh mal, da ist eine Brücke. Wie kommen sie hin? Ja, okay. Es kämen Laufband irgendwie stärkere Gegner. So. Du das einmal her da. So. Aha, da haben wir wieder noch eine Runentruhe, die müssen wir dann noch aufmachen. Diese Brücke irgendwie herablassen. Wie ist der Weg hier raus? Hier ist noch eins. Der hier heißt Ymir. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Metallica waren es auch 2 wie. Haben bei mir im Regal nur eine Band, die noch in Grundbesetzung ist. Und da stehen ca. 10.000 an CDs im Vinyl. Metallica hat safe nicht 2 verschiedene Mitglieder gehabt. Die haben dann. Na, sagt man's, wie heißt der denn? Der von Megadeth. Kreuz. Fällt mir der Name nicht ein. Wurscht. Den von Megadeth haben sie ersetzt. Einen Jason Newsted haben sie ersetzt. Und einen Cliff Burton haben sie ersetzt. Also zumindest ist es mein Stand der Dinge.
Dave Mustaine, genau so. Also Mustache. Teilzeitmitglieder. So, mir ist schon klar, dass da die Brücke oben muss, aber wo kann ich da... Achso, einfach da drauf werfen, oder? Oh, Aha. nicht. Steckt auf der anderen Seite fest. Jetzt wird's So recht. toll, damit Dinge zu zerschmettern. So eine kalte halbe Hirnfontäne. Du hast schon Hopfentee. Hirnfontäne. Los, ein Schmecker, Herbert. So, jetzt passt auf, jetzt machen wir die Truhe da unten noch. So, mal schauen, wo da die Dinger versteckt haben. Die Runen. Sind meistens ziemlich gut versteckt. Oder was heißt ziemlich gut versteckt? Man sagt es nicht gleich. Schauen wir mal. Ah, da ist eine. Da ist eine. Da ist... Alter, das sieht man aber wirklich schlecht. So, wo? Ah, da hinten meine, oder? Na, doch nicht. Aber wenn man die Brücke jetzt aufhört, kann man ja theoretisch noch eins aufgehen. Jetzt mal so wacht. Weil von da aus sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ah, da ist das zweite. Atreus, folge mir. Okay, das war Siegel Nummer 2. Jetzt geht nur noch das dritte ab. Dritte Siegel wo? Das ist auf alle Fälle eine Truhe. Einfach mal in die Eier reingehauen. So. Gut, ein Siegel geht noch ab. Wo ist das zweite, also das dritte Siegel? Ah, vielleicht ist das kann aber sein, dass er vielleicht irgendwo da runter ist. Wer weiß das schon? Da unten ist nix, okay. Okay. Okay, das dritte ist gut versteckt. Das ist verdammt gut versteckt. Ah, vielleicht gibt es da hinten ein jetzt was so wacht. Hey, sieh mal hier. Wo ist das?
Wahrscheinlich habe ich schon 3-mal vorbeigeschaut und ich spanne es einfach nicht. Das kann natürlich auch möglich sein. Warte mal, da ist noch so ein Schleim drin. Vielleicht müssen wir den Schleim da weg tun. Das kann natürlich auch möglich sein. Junge, Ja, Vater. Oder auch nicht. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Gut. Das muss da irgendwo sein. Gibt's nicht. Okay, das ist richtig mies versteckt. Wo wird das Siegel sein? Wo wird das Siegel sein? Keine Ahnung. Da unten irgendwo? Ah, egal nicht. Welche hast du schon? Gute Frage. Das N, meine geht mir ab. Ja, das war auch schon wie so ein N. Das geht mir ab. Das hebt sich aber auch ziemlich schlecht ab. Also, das wird schon irgendwo da sein, aber man sieht es halt einfach fast nicht wahrscheinlich. Kann aber nicht weit sein, das muss da irgendwo drin sein. Geht nicht anders. Da einwerfen kann man nix. Das war irgendwo richtig dreckig. Ah, okay, jetzt ich hätte vielleicht doch, dass das in dem Ding drin ist. Mal da nochmal schauen. Aha. Ja, gut, okay. Da habe ich nicht so gründlich geschaut. Oh, Ren! Batteriezustand vom Wireless-Controller ist schwach. Ja, das ist jetzt ein sehr gutes Stichwort. Ren, bei uns ist alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Wie geht's dir? Und da müssen wir ausnahmsweise Hochdeutsch reden, ja? Weil Mrs. Ren Hill kommt ja bekanntermaßen aus Amerika und lernt Deutsch. Ja, okay. So, Freunde der Sonne, an der Stelle machen wir einen Cut. Setzen wir einen Cut und da werden wir dann das nächste Mal weiter. Wann das nächste Mal ist, weiß ich aber tatsächlich noch nicht. Leute hat's nicht gedacht. Ich gehe mir schwer davor aus. Still learning, I don't catch everything. That's no problem. You will learn it. I'm pretty sure. I'm glad you're here. So. Freunde der Sonne. Was soll das jetzt, wenn ich noch mit Zeit habe, fix leiten? Ja, wir haben noch bei meinen Eltern eingeladen zum Abendessen. Da habe ich aber am Anfang des Streams, gut, da warst du noch nicht da, habe ich am Anfang des Streams aber bereits gesagt, dass ich heute ein wenig kürzer bin, wie sonst. Wobei wir die 2 Stunden auch fast zusammenbringen. Was soll das nichts aufhören? Es hilft nicht, wir haben private Dinge zum Klären. Also meine Eltern, ich und meine Freundin und so weiter und so fort. Also Montag, ich kann halt nicht reden. Ich kann halt einfach nicht reden. Es tut mir leid.
Also Monster Hunter bockt schon irgendwie, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da bis Freitag so zusammenreißen kann, bis der Billinger Spiel einfach dahin. Ja? Es ist jetzt relativ egal, ob man mir alle genau bei einem Monster haben, weil, sprich, das Spiel geht verdammt lang. Ja? Das geht verdammt lang. Und wir können sowieso immer nur in einer Quest miteinander spielen. Also das macht jetzt eigentlich nichts, wenn jetzt einer schon ein bisschen voraus ist. Deswegen, ja, können wir ja trotzdem miteinander spielen. Das ist kein Thema nicht. Also wenn's ist recht, wenn es dir gefällt, um Gottes Willen. Naja. So, Leute. Genau, nächster Stream, wann komme ich denn? Als Samstag habe ich gesagt, genau. Nächster Stream wird wahrscheinlich nochmal spontanerweise am Samstagabend sein. Wahrscheinlich 18 Uhr. Kann sich noch ändern. Ich denke aber mal, dass wir Samstag einen spontanen Abendstream einlegen. Ich weiß allerdings noch nicht, mit wo sie dann spielen. Ob wir mit der Nuzlocke weiter tun oder ob ich God of War spiele oder ob wir vielleicht ganz was anderes zu machen. Ich glaube, das lasse ich euch entscheiden dann tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, da machen wir eine Discord-Umfrage. Was hält man da davor? Machen wir am Samstag eine Discord-Umfrage, wenn ich streame und ich darf entscheiden, was ich spiele. God of War, Nuzlocke oder keine Ahnung. Irgendwas anderes. Kriegen wir auf alle Fälle hin. Nein, ich sehe schon. Der neue Discord-Channel wird schon bestens genutzt. Aber Lord um Schlumpfi kenne ich tatsächlich schon, ja, aber auch nur durch Frau Semprovite. Habe ich mir schon komplett angeschaut. Hat mir gefallen. Das war cool. Das hat mir wirklich gefallen. Ja, wahrscheinlich, ja, ich glaube, Dauntless, glaube ich, hat das geheißen, das Spiel. Das war so was Ähnliches tatsächlich. Das habe ich aber tatsächlich selber nie gespielt, Dauntless, weil es einfach ein Monster Hunter-Klon ist, so auf die Art. Du bist für keine Ahnung. Das ist gut, Mr. Opzut, das ist gut, wenn du für keine Ahnung bist. Nein, wie gesagt, machen wir eine Discord-Umfrage dann, wenn es wirklich ist. Dann könnt ihr es eigentlich aussuchen, weil ich meine, wenn ich schon Samstagabend nochmal live komme, es muss eh nicht immer ich bestimmen. Dauntless habe ich eine Zeit lang gespielt, ist total eindeutig nach kurzer Zeit. Ja, weil es halt einfach ein fucking Monster Hunter-Klon ist. Also Monster Hunter ist ein ganz anderes Level. Ja? Also Dauntless habe ich mir tatsächlich selber auch nicht angeschaut, weil, weiß ich nicht. Stimmt, das war umsonst auf Epic, bevor es Monster Hunter für den PC gemacht hat. Ja, genau. Das war so die Zeit, wo Dauntless ein wenig in aller Munde war, sozusagen, wie halt der Übergang von Monster Hunter auf der Playstation zum PC. Ja? Aber wie gesagt, das kommt halt an einem Monster Hunter nicht hin. Das kannst du in der Pfeifen rauchen. Das ist dasselbe in Grä wie mit den ganzen Pokémon-Klone. Ja? Die wo halt ähnlich aufgebaut haben wie Pokémon, da kommt aber trotzdem nichts ans Original drauf. Das ist einfach. Ja. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, es ist recht, wenn es einen taugt. Also mir freut es immer, wenn ich Leute zu Spiele animieren kann, wo ich vielleicht selber spiele oder halt im Stream spiele und ihr dann sagt, hey, ich zock das jetzt auch. Das freut mich aber besonders. Also weil dann sage ich halt einfach, dass das ein bisschen ankommt, was wir da betreiben, ja, miteinander. Genau. Ja. Wie gesagt, Samstag, wahrscheinlich ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe mir davon aus, dass ich Samstag auf alle Fälle noch irgendwann einmal live komme. Und am Freitag, wie gesagt, machen wir in Discord Monster Hunter Session. Da kann jeder zuschauen, jeder mitspielen, der wo es halt hat. Ich werde es auf der Plattform spielen, wo die weniger Spieler haben. Ja, wie gesagt, ich kann es auf PC oder auf Playstation spielen. Und je nachdem, wie sich halt die Truppen zusammenfinden, spielen wir entweder auf Playstation 5 oder halt auf PC, je nachdem. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. Gut. So viel dazu. So, jetzt schauen wir mal, wie wir raiden können. An der Stelle Ausrufezeichen Discord, falls du noch nicht drauf bist und Monster Hunter mitspielen möchtest. Oder halt News kriegen möchtest, wann ich live gehe, mit wo ich live gehe und so weiter und so fort. Ja, kriegst du alles volle Kanüle auf meinen Discord-Server. Bitte, Dankeschön. Und gerne auch mal followen, wenn du es noch nicht da hast. Ja, wenn dir das ein bisschen gefällt, was ich da betreibe. Okay? Der kostet nichts, der Following-Button, aber schwer helfen tut er mir. Wir sind mal 1 vor 160. Ja? 160 Vollmacher, das war schon mal eine zauberhafte Geschichte. Ja? Da hätten wir schon was gewonnen. So geht's einmal. Bitte, danke. Gut, jetzt schauen wir mal. Spielst du mal Dragon Ball Z im Stream?
Das kommt jetzt, was für, speist einmal Dragon Ball Z im Stream, ja, definiere Speis mal Dragon Ball Z, was für Dragon Ball Z, Mr. Optio. Das war mal das Interessante. Wenn du jetzt Dragon Ball Z Kakarot meinst, sehr wahrscheinlich nicht, weil ich das vor kurzem privat erst gespielt habe und das Spiel fucking lang ist und einfach zu lang für einen Stream, also zu lang dauert, um es komplett im Stream zu spielen, ja. Also Dragon Ball Z Kakarot wird aller Wahrscheinlichkeit noch nicht im Stream landen. Aber es sei denn, es ist ein Wunschspiel irgendwann einmal, dann ist es was anderes. Grundsätzlich, wir können schon mehr Dragon Ball Spiel spielen. Das ist jetzt, ich bin jetzt da nicht so, dass ich sage, geht auf keinen Fall. Ich bin ja selber großer Dragon Ball Fan, aber da müssen wir halt schauen, was für Dragon Ball das man spielt, und man sollte halt schon ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ja, die, wo halt Dragon Ball nicht kennen, für die wird es wahrscheinlich schwierig, dem Ganzen ein bisschen zu folgen. Wenn es natürlich eine Story gibt, ganz klar, aber müssen wir mal schauen. Also ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt dafür, das ist jetzt nicht das Problem, aber wie gesagt, können wir schon mal machen, so ist es jetzt nicht. Ich kann da nur Musik oder 100 anbieten. Achso, größer als 100 anbieten. Ja, nein, ich hätte schon ein paar da, so ist es jetzt nicht. Wir hätten einen Falkenwolf, wir hätten Geli. Geli, der Thymesia spielen tatsächlich. Aber einen Falkenwolf haben wir tatsächlich auch noch nie geradet, tatsächlich. Müssen wir mal schauen. War nur eine Frage, jetzt kommen wir. Alles gut, Mr. Option. Nein, also wie gesagt, grundsätzlich können wir schon mal Dragon Ball spielen, das ist kein Thema. Aber das machen wir vielleicht einmal spontan. Das ist eine andere Frage. Das darf mich jetzt noch interessieren, weil gerade wahrscheinlich ein paar da haben. Tatsächlich. Was tatsen ihr davon halten? Wir haben ja, also viele von euch sind ja letztes Jahr um die Zeit auch schon da gewesen, beziehungsweise letztes Jahr November schon da gewesen. Aber was tatsen ihr davon halten, dass man eventuell, je nachdem wie jetzt Spiele jetzt sich so entwickeln, die nächsten Wochen, Monate, wenn wir nur mal einen zweiten Sekiro-Run machen? Hättet ihr da eventuell Bock drauf? Weil Sekiro ist so ein Spiel, also jeder von euch kennt wahrscheinlich Sekiro. Da haben wir ja letztes Jahr im November schon einen kleinen Guide-Run gemacht. Da aber jetzt die Community deutlich größer ist, als wir vor knapp einem Jahr. War das vielleicht etwas, wo man denkt, da kann man vielleicht noch mal so einen Erklärungsrun machen. Lust mich nicht! Also der Herbert mag kein Sekiro sagen, verstehe ich das richtig? Sehr gut. Müssen wir mal schauen. Generell, jetzt am September kommt Gollum raus, Herr der Ringe Gollum, das möchte ich spielen. God of War kommt noch, Hogwarts kommt noch, ich weiß eh nicht, wann das sei. Irgendwann soll angeblich noch Elden Ring DLC kommen, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Also die Spiele sind eh prall gefüllt. Marshall hat schon gern sein. Ich muss jetzt auch nicht zwingen, das zweite Mal. Gut, du spielst das noch privat. Irgendwann einmal hat einmal ein schlauer, weiser Mann gesagt. Und ich hab nicht einmal den ersten gesehen. Was? Warst du da noch nicht da? Auch möglich. Kann durchaus möglich sein. Ja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, der Content in den nächsten Wochen, Monate ist sowieso sehr vollgepackt. Ja? Also Gollum ist jetzt, müssen wir mal schauen, ob ich nicht sogar irgendein Projekt dabei pausiert, wenn Gollum kommt, weil Gollum möchte ja eigentlich schon ziemlich zeitig spielen. Das kommt jetzt kommende Woche, am 1. Müssen wir mal schauen. Gut, egal. Wir gehen jetzt halt am besten zum Falkenwolf. Den haben wir noch nie geradet. Jo. Ja. Leute, merci fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass da wart. Ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Nächster Stream vielleicht am Samstag, Ausrufezeichen Discord, followen, merci hin und her und so. Wisst ihr Bescheid. Gut, viel Spaß beim Falkenwolf, der spielt die Wur, keine Ahnung was das ist, wird schon passen, denke ich mal. Noch einen schönen Abend, wir hören uns dann spätestens am Freitag im Discord. Und wenn nicht am Freitag, dann wahrscheinlich am Samstag, okay? In diesem Sinne, haut's euch rein, habe die Eben für heute raus. Für euch und bis dann.